Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und ja, wir haben viel zu tun, aber ich hab doch Lust, die Streifs zu machen. Also, ja, eigentlich sollte man irgendwann mal im eigenen Blaster noch ein bisschen weitermachen und ja, da die zwei Stufen noch voll neu machen. Also, für alle, die neu da sind, ich bastel aktuell einen zweiten eigenen Blaster. Also, ja, zweiter, erster eigener Blaster, egal, zweite Version vom ersten eigenen Blaster. Also, so weit sind wir schon bei dem Kanal. Und da habe ich jetzt verschiedene Stufen. Also für alle, die davon keine Ahnung haben, Stufe ist ein Perle Schwungrädel. Also das ist der Honor. Aber ich habe auch Lust, einfach mit den Streifs rumzuspielen. Und die sind momentan, ja, leistungsmäßig noch im Bereich, da macht es einfach keinen Spaß. Wie ihr seht, die sind schon ein bisschen modifiziert. Das habe ich schon extra Video dazu gemacht. Ich habe auch blaue Streif, da habe ich die ganze Modifikation her, deswegen war das da bei der Orange recht einfach. Ich denke, für das Blaue habe ich die ganze Modifikation jetzt erst gemacht. Und was noch fehlt, weil das sind alles bloß externe Modifikationen. Also das ist alles bloß nachgesteckt. Ja gut, das ist ja Presspassung. Das hebt gut. Was noch fehlt, da die Access da, also das Deckel da, dass der Streifen da durchgeht. Und heute machen wir die Dinger mal auf. Also dafür müssen wir die ganze Kruste so hätte ich weglassen können. Wir müssen wir so wegmachen, weil das ist sonst alles im Weg. Das Magazin sind noch leer, da sind jetzt auch keine Batterien drin, weil ich will da IMRs reinbauen. Zum einen, weil ich Akkus einfach lieber mag wie Batterien. Und zum anderen, weil die Blaster mit Batterie auch echt keinen Spaß machen. Und dafür müssen wir die Thermowiderstände ausbauen oder überlöten. Und wenn wir dann schon da drin sind, das ist gerade da bei dem hört das Gequietsche. Da muss ein Tröpfchen Fett rein. Da muss man da den Hebel reindrücken. Das habe ich ganz vergessen, die ganzen Sicherheitsmechanismen. Ah gut, da hört sich auch nicht besser an. Wenn ich jetzt sage, wir machen das mal auf, das mache ich im Schnelldurchlauf, danach schwätzen wir weiter, bauen die Deckel rein und dann bauen wir IMRs rein und dann spielen wir ein bisschen mit rum. Dann, bis gleich. So, ja, also, das ist der Thermowiderstand. Den könnten wir so einfach drehen. Aber wir müssen da vorne den Schalter auch noch ausbauen. Ich will die Klappe auf jeden Fall neu machen. Ihr seht, sieht einfach besser aus. Vor allem auf dem Bildschirm sieht das orange gleich aus. Und ich habe da schön fließende Linie und dann kommt da oben irgendwann mal Abdeckung drüber, dass das auch fließt und dann kann man in die Abdeckung, also da oben auf die Schiene kommt was drauf. Dann kann man dann ja Zielfernröhre oder sonst was eindesignen. Aber einfach, auch der Knick da stört mich noch. Das stört mich auch noch bei der blauen Streif, das muss noch weg. Das muss noch weg. Aber ist noch ein Mantra. Jetzt haben wir nachher, das machen wir gleich. Benzele. Aber irgendwo doch schönes Benzele, weil wenn wir das scharf haben, ist staubig da drin. Staubig. Plästerle abstauben. So. Das ist für den Unterhaltungswert. Das seht ihr. Achso, das muss man auch. Oh, das. Hey, staubiges Ding. Kein Wunder, dass. Da will ich jetzt kein Fett schmieren, bevor ich das nicht ein bisschen abgestaubt habe, weil sonst gibt es dann so komische Masse dann wahrscheinlich. So, das da. Das habe ich.
bei der Orangenstreif alles ausbauen. Das heißt, wer muss denn da? Bei den Tasterle, das brauchen wir nicht. Oh, ist das ein Gequietsche. Warte mal. Der Thermowiderstand. Und da gehen dann 2 Kabel weg. Das müssen wir immer kurz verstanden. Und dann müsst ihr aufpassen. Die kurze Streifel, die 4 Stück habe ich jetzt separat. Also für jeden Blaster 2, die gehören da oben rein. Das habe ich bei der blauen Streif, glaube ich, zweimal falsch gemacht. Gut, wenn man es einmal falsch macht, dann ist es auch egal, weil dann drückt das einfach ein bisschen das Kunststoff durch und dann gibt es so weiße Stressmarken. Und dann ist es so spät. Die bleiben dann halt. Das sieht man jetzt an der blauen Streif. Aber jetzt habe ich neue Blaster, das heißt neues Glück. Das heißt, oh Gott, da schließt den Motor kurz, deswegen Gott, da 2 Kabel rum. Das heißt, wir müssen das grüne einfach weg. Das grüne Kabel, das brauchen wir nicht. Das ist da einfach Verteiler. Das brauchen wir da auch nicht. Das heißt, wir müssen das da einfach das Orange auf das rote löten und das Schalterle rausbauen und dann passt das. Gut, dann weiß ich Bescheid. Das Platinle, das kann auch raus. Hoffe, dass das schwarze Kabel lang genug ist, dass das... das darf passen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann kommt das da noch und dass man die nicht verwechselt. Gut, dann machen wir das mal im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. So, jetzt finden wir doch mal raus, ob das geht. Und das war einer meiner ersten Shorts, die so richtig gezogen haben. Das ist ja klar, warum. Das ist nämlich... Oh, das Blasterle riecht ein bisschen nach Parfüm. Gut, das ist klar, dass das jetzt... wenn es leer ist, geht's nicht mehr. Das ist klar. Aber ja, das geht gut. Die scheppert so, das ist ganz ungewohnt. Wobei, aber die blaue Streif, die hat ja Lipo drin und alles. Die scheppert vielleicht. Sag's euch. Ach, das hängt da auch noch. Das ist Pinsele, der Staub, und was weiß ich, von wie viele Jahre rauspinseln. Ich glaube, der Blaster ist nicht geöffnet worden. Und wenn dann ist nichts gemacht worden, weil das sah alles noch Serie aus. Also, das ist halt. Also, mein blauer Streif, das ist eine andere Hausnummer, aber das ist halt schon. Ja, ich denke, so macht es noch einfach mehr Spaß. Und vor allem dann 2, dann macht es richtig Spaß. Und das ist jetzt keine komplizierte Modifikation, da seht ihr das schwarze Kabel. War gerade so lang genug. Und das da auch gerade so. Das passt. Jetzt gucken wir die andere Seite noch. Ja, staubiges Geschäft. Staubiges Geschäft ist. Aber wenn man da schon mal so schön nachkommt, dass man ja, den Schalter musste ich ausbauen, weil ihr habt natürlich das Deckel nicht so entworfen, dass das geht. Das seht ihr, da fehlt einfach ein bisschen was auf den Schalter drücken würde, weil ja, bei der blauen Streif gab es einfach die Notwendigkeit nicht.
Ja, so ist halt. Halb so wild. So. Jetzt machen wir dasselbe bei der anderen Streif. Und dann fetten wir das. Dann schrauben wir es wieder zusammen. Dann mache ich jetzt alles noch einmal aufwasch, weil wenn es da geht, wird es da auch gehen. Gehen wir schwer von außen. Dann packen wir da ein bisschen Fett noch. Und dann dürfte das alles wie geschmiert funktionieren. Und dann haben wir ein bisschen Ersatzschraub und Ersatztasterle. Und jetzt haben wir Widerstand. Vielleicht will ich ja irgendwann mal das Streifen im Serienzustand herstellen. Ich weiß zwar nicht warum, aber vielleicht ist das ja irgendwann mal so Trend, dass man das Nervblaster Restauration oder so. Keine Ahnung. Ich hätte auf jeden Fall ein paar Thermowiderstand. Oder vielleicht kann man die auch mal für irgendwas anderes brauchen. Das ist schönes Platinle. Das kann man vielleicht brauchen, das weiß ich noch nicht. Ja, so oder? Ja, der ist nicht so staubig. Dann machen wir weiter. Bis gleich. Ich habe beschlossen, wir testen den doch kurz bevor wir zusammenschrauben. Jetzt ist noch, wenn es nicht geht, jetzt muss ich die Schraube nicht nochmal öffnen. Wunderbar. Gott. Also, das heißt, beide Fette zusammenschrauben und dann Spaß haben. Spaß haben, das ist wichtig. Oder zumindest mit Pleisterl. Das ist ja. Sehen uns weg von den Dingern da. So. Haben wir ein bisschen Fett. Da ein bisschen, ja, das war jetzt ein bisschen zu viel. Da ein bisschen noch. Und da so wenig. Da ein bisschen. Da ein bisschen. Ja, das ist. Ah. Ah. Okay, das ist immer noch ein bisschen hakelig, weil die ganze Sicherheitstechnik ist. So, die ganze Sicherheitstechnik macht ein bisschen. Ja, so kalt ist ein bisschen. Oh, wird schon besser. Immerhin wird man das Ganze weglassen, wäre es wahrscheinlich noch mal Ecke geschmeidiger, aber ja. Raus nicht übertreiben. Süß. Jetzt quietscht es halt nicht mehr so wie vorher. Das passt so. Da noch. Das lupfen wir einfach da drüber. Ah. Gut, das quietscht jetzt noch. Da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Hat sich's verdient noch all die Jahre. Das lupfen wir da drüber. Macht für mich keinen Krach. Schon hört sich das besser an. Oder? So, da ein bisschen noch. Das was halt so in die Finger neu ist. Ja, das weg. Das ist
Ja. Und dann schrauben wir das wieder zu. Dann haben wir 2 dezent modifizierte Streichs. Das ist, und durch das, dass es alles orange ist, passt es auch optisch. So. Machen wir da das Deckel rein, dass wir das nicht vergessen. So, dürfte das alles passen. Dann haben wir hier die 4 kurze Schrauben, den Krust fürs Archiv. Ja, für die Krustelkiste halt. Also wie Käbel und so Zeugs, das kann man immer mal irgendwie wieder brauchen. Und das Deckel da noch. Ja, das ist ein bisschen gefummelt. Das sind so viele Schreibel und Zeugs. Ah, ja, genau das nicht. Die Schraube daneben. Und das Deckel da noch. Die Aufschraube hat 8 Minuten gedauert. Schauen wir mal, wie lange das Zuschrauben dauert. Also machen wir schnell Durchlauf. Bis gleich. So, 5 Minuten später. Und wir haben wie durch Magie zusätzlich noch 2 volle Magazine. Es sieht schon schnittiger aus. Also, ja, guck mal, das sieht halt einfach, wenn der Streifen da so schön durchgeht. Vielleicht mache ich irgendwann mal da noch, dass der Streifen da auch durchgeht, aber der da gefällt mir eigentlich so. Da will ich auch nichts neu machen. Das habe ich bei der blauen Streifen mal probiert. Habe ich zum Glück nicht selber entworfen, weil das war die. Hat mir einfach nicht gefallen, das wäre die Mühe nicht wert gewesen. Zumindest vom Eingeschmack nicht. Also ein zweites volles Magazin. Also, war keine Magie, das habe ich halt während der Pause. Wenn der Aufnahme ist Pause gemacht. Also zwischen die Szene. So, Deckel hinter drauf. Bei der anderen auch. Sieht dann einfach abgeschlossen aus. Man könnte auch vorne noch irgendeinen Blaster noch machen, so kurz oder sowas. Dass man 2 hat. Ihr müsst aber dann von hier aus auslesbar sein, oder von hier aus. Das wäre schon auch, das wäre noch was. Ein Granatwerfer, den man dann von hier aus irgendwie, dass man, das wäre tatsächlich noch was. Hier so ein Ring und dann löst es aus und dann schießt ein Megapfeil oder sowas. Ja, aber fürs Erste, das ist dann noch, mein, Mega-Dings. Ja, das komme immer auf Ideen, wenn ich da noch so schwätze und Zeugs mache. Der Punkt ist, habe immer so viele Ideen. Brauche eigentlich mehr Zeit, um sie alle umzusetzen. Das ist. Jetzt machen wir das, dass ihr auch was seht. So. Ja, die Deko ist dann doch vielleicht ein bisschen hinderlich. Ja, jetzt halt. Ja, das ist halt. Ja. Das ist jetzt nicht sauber. Ich meine, das ist ja bloß draufgesteckt hier. Ich glaube, ein paar Tröpfchen Kleber. Und das wird nicht so verrutschen, aber. Ja. Damit. Ach ne, das Magazin ist leer. Damit war ich wohl schneller. Jetzt ist das auch leer. So. Und ich darf jetzt
2x18 Pfeile wieder Eis am Loch. Gut, der Großteil ist dahinter gelandet, da habe ich mein Netz, aber schöne schwarze Pfeile. Ja, das ist vielleicht doch nicht ganz so geschickt. Das hätte ich vielleicht vorne offen machen sollen. Das. Ja. Wir haben ja noch die komplette abgeschnittene Variante. Das habe ich beim ersten Video gezeigt. Aber es sieht halt optisch einfach so. Sieht schon cool aus. Und es ist immer noch recht gemütlich, das Blasterle. Schreible hat sich. Will ins Rampenlicht, das Schreible. Das hat große Pläne. Haben wir Pfeile eingeworfen, dass sie aufgeräumt sind, bevor der auf den Tisch runterfällt. Ja, ich meine, verlinke euch unten im Video das erste Video dazu und da findet ihr auch wahrscheinlich auch das letzte, oder weiß ich nicht, zu der blauen Streife, aber das habe ich im ersten Video, habe ich die blaue Streife auch nochmal vorgestellt. Da seht ihr, Platz ist ein bisschen länger auf dem Tisch, deswegen habe ich das heute sein lassen. Jetzt fehlt noch oben da die Abdeckung, dass das auch schön fließt. Und ich meine, wenn man das ausdruckt, da kann man ja dann, was weiß ich, erarbeiten. Was man halt so, wenn es naheliegendste ist, ein Ziel von Röhrle oder mal ein Chemie-Com-System, was weiß ich, irgendwas. Oder halt einfach, ich meine, fürs erste schlicht lassen, da irgendwas einzuarbeiten, das ist dann nicht mehr so die Kunst. Wenn man da das mal hat, dass das da Hanne die Stufe mitmacht und da Hanne die leichte Biegung mitmacht. Das ist einfach, ja, irgendwie, also der Knick gefällt mir einfach nicht. Das ist nicht schön. Und da Hanne habe ich das Tierle, das fließt halt einfach schön. Das ist halt einfach, das ist so leicht schräg und dann fließt es so der Streif entlang runter. Mir gefällt das einfach. Ich bin jetzt zufrieden. Oh, das ist gerade so viel Leistung, dass es ein bisschen Spaß macht. Und zwei, weil klar, man hat ja zwei Hände, also kennt das Prinzip ja schon. Hoffe ich doch. So. Damit lassen wir es für heute gut sein. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.